Liebe Kolleginnen und Kollegen, froh über eine Reform von den Gemengen, Gemengegrenzen, Gemengefusionen, Kompetenzen, Finanzen und so weiter sind in der Vergangenheit schon das Öftere gefordert gehen, meistens aber ohne großen Success. Verschiedene Leute aus der Spezialkommission haben sich auch vorgeholt, es sollte der große Wurf gehen. Das Resultat ist aber echt einmal, was nicht unbedingt schlecht ist. Für dich gilt ich, die ein oder die andere Bemerkung machen. Als Argument für tiefgreifend Reformen zu machen, die verschiedene Leute nicht mit Gemengen schlecht zu machen, wie wenn sie nicht funktionieren oder zumindest nicht gut funktionieren. Wie wenn sie den aktuellen Herausforderungen sich nicht gestaltet werden. Ich behaupte, Herr Präsident, Sie haben die nicht genannt. Gemenge funktionieren besser, wie viele staatliche Verwaltungen, und sicherlich besser wie das Ministerium der Landwirtschaft. Da wir vieles zu reformieren und zu verbessern, was dann weiter positiv Auswirkungen auf ein gut Funktionament von den Gemengen hat. Der Rapport vom Ombudsmann hat bewiesen, dass Reklamationen, die in Raum sind von der Gemenge, so minimal sind, dass sie bald nicht konnten am Rapport abgefordert sind, wenn man sie vergleicht am Vergleich zu staatlichen Verwaltungen. Gemenge waren oft Vierreiter an einer Reihe von Domänen, die heute allgemein als eine Normalität angesehen sind, ganz oft mehr innovativ wie verschiedene Leute auf verschiedene Ministerien. Gemenge sind am Stand, sehr zu reagieren, wenn Kriterien und Konditionen klar sind. Zum Beispiel der Präkurs. Gemenge haben fertiggebracht an einem Zeitraum quasi für 6 Jahre flächendeckend durch ganz Land den Präkurs anzuführen. Aber sie haben gegangen, mehr so allein durch das Land anzuführen, wenn man Familienminister für kurz mal beim Näheren nun, da kann ich davon ausgehen, dass dann 2-3 Jahre auch flächendeckend am Land mehr so allein angeboten gehen. Gemenge können also realisieren, wenn der Staat ein Lycée muss bauen, dann dauert es 8 bis 10 Jahre. Gemengen funktionieren also besser, wie verschiedene Leute das leben wollen. Das will doch nicht heißen, dass es kein Problem mehr gibt, auch vielleicht nicht mehr punktueller Natur, die muss können verbessern. Aber da muss ich für dich gucken, wo die Probleme sind, was die Ursachen sind, und wie man das Problem beheben kann, ohne wie er für sich kauft, mit dem dicken Hummer dran zu schlagen. Normalerweise, wenn man eine tiefgreifende Reform angeht, guckt ihr für den Ist-Zustand. Wo stimmen? Was funktioniert gut? Was funktioniert manchmal gut? Oder vielleicht überhaupt nicht? Was sind die Herausforderungen und Gemengen? Was bieten Gemengen an oder nicht? Was den Haut als eine Mission obligatoire für eine Gemeinde nicht so gesehen? Wo liegen Probleme? Wo liegen 4 respektive Nachteile? Das sind Voraussetzungen, die ihr müsst tun, ihren überhaupt aufhängt, mit diskutieren. Und wir als AD auch immer verlangt an der Kommission, und ich muss so nicht mehr mehr praktisch mal Membern an alle Parteien, dass man eigentlich müsste vom Innenminister einen Rapport kriegen über sämtliche Finanztransfers von allen Ministerien und allgemeine, für was für Subsidien, wie die Subsidien bezahlt gehen, Konditionen, gesetzliche Basis, an alles, was da müsste man können nun. Wir haben das immer versprochen, Herr Präsident, wir haben das nie gekriegt. Denn Herr Volta hat mit selber gesagt, dass es ein Schwerpunkt Finanzen an diesem Rapport ist. Ja, aber wenn wir mal nicht den Ist-Zustand kriegen, was für ein Transferen vom Staat und die Einzelgemeinden und was für Konditionen überwiesen gehen, wo sollen überhaupt da können über eine Finanzgestion zwischen Staat und Gemeinde schwätzen, wenn die mal den aktuellen Stand nicht. Jetzt muss ich vorstellen, für was kriegen wir nicht die Donner? Es kann ja nicht davon ausgehen, dass die Regierung etwas zu verstoppen hat. Es kann denen allerdings auf die Gedanken kommen, wenn er gesagt hat, über Jahre eine Regierung nicht bereit ist, die Transparenz spielen zu lassen, an dem Parlament, an der zuständigen Kommission, all Jahres Desinformationen zukommen zu lassen. Ein zweiter Punkt, den ihr müsst tun, ihren überhaupt so eine Diskussion aufhängt,
Das ist das ein Inventar, was die 116 Gemengen dann überhaupt anbieten. Was für eine Mission de Base haben wir definiert, bieten Gemengen die an? Was bieten sie von Infrastrukturen und Leistungen? Wir können feststellen, wo überhaupt eventuell Defizite sind. Das auch immer versprochen gehen, wir haben es aber nicht gekriegt. Die Kommission hat 3,5 Jahre getan, wir haben es nicht gekriegt. Es froh als der Präsident für was haben wir es nicht gekriegt. Aber wenn alle Parteien quasi an der Kommission die zwei Sachen immer gefragt haben, und ich hoffe, für 10 Jahre, Herr Präsident, eine Motion deponiert hat, die nun einstimmig vom Parlament angeholt war, dass die Regierung all Jahres einen Rapport annuell machen über Transaktionen von den Finanzen. Wir haben das, Herr Präsident, deponieren ich dann heute ja 2 Motionen, die eng, für das wir einen Rapport annuell über Transfer von den Finanzen kriegen. An den zweiten, dass der Minister soll ein Inventar machen, was die 116 Gemengen quer durchs Land anbieten, für das wir wissen, über was das wir schwätzen. Das ist nämlich Voraussetzung, wir können zu diskutieren, wo da wirklich die Defizite sind, von denen immer so viel geschwärzt wird. Der frühere Innenminister, der Kollege Michel Wolter, hat einfach so, hier hat während seiner innenministerischen Zeit gesehen, wie viele Probleme an einer Reihe von Gemengen bestehen hatten, auf wie viele Probleme hier mit einer Reihe von Gemengen hatten. Das macht Sinn, dass hier das so gesagt. Ich kann just sagen, dass zu seiner Zeit auch eine ganze Reihe von Gemengen Probleme mit dem Innenminister hatten. Das war also, der Paradox, das ist nun mal eben so, wie ob das aber auf der Enge, wie auf der anderen Seite objektiv Kriterien sind, für durchaus so, da muss Großes für im Land reformiert sein, das scheint mir aber nicht unbedingt so klar zu sein. Wir hatten also, Herr Präsident, keine objektive Dokumentation, wir können über die Territorialreform dort zu diskutieren. Wir hatten just ein Dokument vom Herrn Innenminister Jean-Marie Halsdorf vom 29. April 2005 als Diskussionsbasis. Konzept integrativ pour une réforme territoriale et administrative du Grand Duché de Luxembourg. Es war das aber nicht so direkt ein Dokument, wie so ein politisches Dokument mit Überlegungen vom Minister, sondern mit seiner Wirklichkeit ein Dokument, das hergestellt ist von Funktionären aus der Direktion vom Aménagement du Territoire, l'Affaire Communale, dem Aménagement Communal, der Gemeindefinanzen und den 3 Distriktskommissaren. Es ist also eine Menge nach kein politisches Dokument, mehr ein Dokument, wo kein politisches Dokument, wo kein so das Meinung von der Regierung mit, das ist ein Dokument, das von höchst gestalteten Funktionären aus ihrer Sicht erstellt ist. Da sind verschiedene Personen drin, Herr Präsident, wo ich ja so, die nicht allzu viel von der Gemeindepolitik halen. Die sind der Meinung, die kommen nicht halt so wie so klein. Herrgott, dafür schon immer Napoleon genannt. Die leben alles selber dezidiert. Die gesehen, die meiste Gemeindepolitiker, die hunderte von Bürgermeistern, Chefen und Konseilien, mit ihren Funktionären und Verwaltungen, größtenteils als inkompetent. Und just sie haben völlig gebracht, just sie wissen, was gut und schlecht für die Gemeinden an ihr Bürger ist. Und das als Gemeindenautonomie auch denen ihre größten Probleme. Weil es danach immer Gemeinden gehen, die machen, wie sie es für richtig fanden und halten, und nicht wie verschiedene Leute an der einen oder anderen Verwaltung das wollen. Und das Dokument, von dem ich gerade geschwärzt habe, was der Minister als präsentiert hat, was also von denen oder teilweise denen Leuten vorgestellt wird, das dokumentiert das auch direkt. Weil wenn wir am Kapitel C gucken, Mesures territoriales et administratives à prendre, da steht dann erstens, großen Titel, Problématique. Was ist Problématique? Au sein du système institutionnel luxembourgeois, les communes ont une position très particulière. Cet état des choses est surtout mis en évidence si on compare notre situation à celle des autres États membres de l'Union européenne. En effet, en raison de l'absence d'autres subdivisions institutionnelles, la commune jouit au Luxembourg une importance politique largement plus étendue que celle accordée aux communautés locales dans les autres pays. Cette importance se reflète avant tout à travers son élément le plus important, l'autonomie communale bien ancrée
dans notre Constitution.